Hallo, da bin ich wieder. Immer noch oder wieder zum Thema Augenhöhe. Jetzt habe ich wieder probiert mit meiner Kamera da irgendwie, also ich stehe jetzt auf der Stufe, hinter mir sieht man die Stiegen, weil es mit dem Regal wieder nicht anders geht. Jetzt habe ich versucht vorher also ich habe ein Ikea-Regal, Werbung, sehr schön. Habe versucht die Regalhöhe da irgendwie umzustellen, hat nicht funktioniert, aber man hat mir gesagt, der Notenständer wäre gut, ich werde mir einen besorgen. Also einstweilen bin ich hier auf der Stufe. Zum Thema Augenhöhe, ja, ich habe in einem meiner Videos erwähnt, ich habe viele Lieblingsbücher, aber da gibt es ein Lieblingsbuch und das halte ich jetzt da in die Kamera. So, hört auf zu arbeiten. Anja Förster-Peter Kreuz. Eine Anstiftung, das zu tun, was wirklich zählt. Bin zufällig drauf gekommen, auf dieses Buch. Einer meiner Chefs hat es zu Weihnachten verteilt und da ist mir nicht besonders gut gegangen beim Einpacken dieser ganzen Bücher, wegen meiner Wirbelsäule. Dann habe ich mal dazwischen ein bisschen gelesen und gedacht, was verschenkt er denn da? Und dann war ich wirklich begeistert. Also ich war einfach begeistert, ich habe es mir gekauft. Ich habe es nicht zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Er wusste vielleicht warum. Gut, ich habe es mir gekauft, inzwischen habe ich es 4-mal gelesen. Ja, also ich finde es genial. Vor allem, also dieser Titel, hört auf zu arbeiten, ist natürlich frech, ja. Es ist aber kein, ich sage jetzt Fundi-Buch, was immer man wieder unter Fundi versteht, aber es ist jedenfalls kein Aussteigerbuch. Nein, ein neuer Einstieg in die Arbeit, das habe ich total spannend gefunden, weil ich arbeite ja total gern. So, naja, da gibt es jetzt in diesem Buch, ich habe mal einiges angezeichnet, unter anderem da vorne, da war irgendwas, was mir so, wo ist denn das? Muss ich wieder suchen. Ah ja, da gibt es so ein paar gelbe, sieht man das, ja. Da steht drin, also ich bin ja Alleinerzieherin, wie ihr das vielleicht wisst von irgendwelchen vorigen Videos, habe 3 Söhne. Ja, arbeite sehr gerne, arbeite viel selbstständig und ja, dann gibt es noch 2 Schildkröten und ein paar Fische zu füttern und mich auch. Also seit meiner Erkrankung kümmere ich mich mehr um meinen Körper, das muss irgendwie organisiert werden. Also ja, der Tag ist, genau, da oben voll und manchmal, ja, habe ich in der Früh eigentlich schon genug. Gut. Und dann versucht man sich zu organisieren und denkt sich, ja, das muss ja da ausgehen, es kann doch nicht sein, alle schaffen das, ja genau, du kannst alles haben, bemühe dich nur genug und es muss sich ausgehen, du musst halt besser organisieren und mehr Zettel schreiben, also manchmal picken da Post-its um und um und wo man denkt, ja, und der Terminkalender und schon wieder geht sich das nicht aus und am Ende des Tages bleibt immer so viel Arbeit und keine Zeit und ins Bett sollte ich auch und ausgeschlafen und überhaupt. Gut, okay, ja, das kennt man nicht, da zitiere ich jetzt aus dem Buch. Der Frustpegel steigt dadurch, wird aber außerdem variantenreicher gemanagt. Wer mal wieder das Wochenende durchgearbeitet hat, gönnt sich zum Ausgleich wenigstens einen schönen Restaurantbesuch oder das schicke türkisfarbene Kleid oder einen Saunatag mit Rückenmassage. Das habe ich mir jetzt verdient. Genau, also man hackelt so viel, dass man irgendwie nicht mehr kann und dann sagt man, jetzt möchte ich wenigstens. Genau, also das hat mich sehr angesprochen, wenn man denkt, und dann hat man sich wenigstens was gegönnt, hat aber wieder irgendwie nicht alles erledigt, also grauslich diese Spirale. Ja, genau, und jetzt lese ich noch kurz vor, weil jetzt bin ich ja eh schon wieder über 3 Minuten, dann wird es wieder so lange, wo ich in diesem Buch das erste Mal geheult habe, tatsächlich, also ich habe geheult, ich habe das den Autoren auch mitgeteilt, dass genau jetzt der Punkt war, wo ich nicht mehr konnte. Das lese ich jetzt vor, hoffentlich besser und mit weniger Versprecher. Ich bemühe mich. Wann hatten Sie das letzte Mal das Funkeln in den Augen, während Sie gearbeitet haben? Wann haben Sie sich, natürlich schon wieder ein Fehler, wann haben Sie das letzte Mal genau das gemacht, was sich richtig angefühlt hat? Wann waren Sie das letzte Mal in Ihrem Element? Kompromisslos, ja, kompromisslos. Begeistert, idealistisch, enthusiastisch. Wann haben Sie das letzte Mal aus tiefster Überzeugung heraus geliebt, was Sie tun? Oder andersherum gefragt, das ist jetzt noch viel schlimmer. Wann haben Sie es verlernt? Also, liebe Leute da draußen, wann habt ihr eure Arbeit das letzte Mal wirklich voll und ganz geliebt? Wirklich mit all dem, was ihr seid. Wann war das letzte Mal? Und um nachzuforschen, wann haben wir, mich eingenommen, aufgehört, wirklich das zu lieben, was wir tun? Es ist
ganz wichtig, und es fühlt sich wirklich anders an. Also seitdem ich das Buch kenne, ich meine, wissen tut man es ja eh grundsätzlich, ne? Aber dann gibt es eben sowas, wo man da genauer nachforscht, bemühe ich mich sehr darum. Und hinterfrage ich immer wieder, ist das jetzt wirklich das, wofür ich brenne? Und ich habe wirklich oft schon zu meinen Chefs gesagt, das kann ich nicht so gut und da bin ich nicht so dahinter, obwohl es natürlich viele Arbeiten gibt, die gemacht werden müssen, ob man jetzt will oder nicht, aber es gibt Erklärungen in dem Buch, wie man damit umgeht. Aber so grundsätzlich das Gefühl zu haben, dass man das wirklich liebt, was man tut. So, und jetzt stopp.